Pontresina. Das klingt gut. Besser als St. Moritz. Der akustische und der bergsteigerische Wohlklang lässt sich fortsetzen mit Piz Cambrena, Piz Palü, Bella Vista, Grasta Gütza und natürlich Piz Bernina. Das ist er, der berühmte Bianco-Grat. Er führt zunächst auf den Piz Bianco und schließlich auf den einzigen 4000er der Ostalpen, den Piz Bernina. Aus allen Blickwinkeln lockt dieses Bergziel die Alpinisten. Und wir wollten wissen, ob aus der Traumtour im Lauf der alpinen Entwicklung vielleicht ein Albtraumunternehmen geworden ist. Von Pontresina aus wird die Bernina sozusagen touristisch bewirtschaftet. Tourenangebote, Kontakte, Bergführer, Auskünfte und Ausrüstungen. In Pontresina gibt es garantiert nichts, was es nicht gibt. Keine Frage, das Schweizer Ländli ist schön und Schönheit kostet Geld. Aber es lohnt sich, hier abzusteigen, um aufzusteigen in die Gletscherregion. Es empfehlen sich traditionsreiche Herbergen für die Ungewöhnlichen und geschichtsträchtige Ruhezonen für die gewöhnlichen Sterblichen, wie die alte Kirche Santa Maria und ihr Friedhof zum Beispiel. Wohltuende Abgeschiedenheit strahlt dieser Platz aus und er verschafft dem Besucher den nötigen Respekt vor den Gipfeln, die sich übers luxuriöse Urlaubsparadies erheben. Also, um, wie gesagt, keinen Stilbruch zu begehen aus Luxus, Alters und sonstigen triftigen Gründen, lassen wir uns ins Rosecktal hinein Pferde kutschieren. Hohen Bergzielen nähert sich der Alpinist gerne kraftsparend. Die Pferde fordern faire 14 Franken für die Fahrt pro Person. 7 Kilometer sind ganz schön weit. Wir gehen mit Paul Nick, Leiter der Bergsteigerschule Pontresina. Er leitet seit über 30 Jahren. Lieber draußen als drinnen. Freunde begleiten uns auf dem Weiterweg zur Cierva-Hütte. Wir wandern an der Baumgrenze und lassen noch einmal Grünes auf unser Gemüt wirken. Bald wird es uns fehlen. Gehen wir da bei diesen schönen Hütten vorbei. Da gehen wir vorbei. Das ist ganz sicher. Als Mann. Paul Nick bevorzugt den alten Weg. Ein wenig beschwerlicher, aber viel romantischer führt er an einer entschlafenen Alm vorbei auf den Moränenkamm des Cierva-Gletschers. Hüttenanstiege sind von jeher geprägt durch Hitze, Schweiß, einen schweren Rucksack und Gespräche über das Leben im Allgemeinen. Noch pflegt man den Abstand vom Berg, auch wenn man sich längst in seinem Bannkreis bewegt.
Die Cierva-Hütte der Sektion Bernina des Schweizer Alpenclubs liegt knapp 2600 Meter hoch. Sie ist natürlich ein gefragtes Ausflugsziel, weit mehr aber der klassische Ausgangspunkt für Hochtouren am Morteratsch, der Bernina, dem Cherchen oder dem Roseg. Jeder dieser Pizze erhebt sich weit über den Bergwandermaßstab hinaus. Die Atmosphäre ist deshalb deutlich als zünftige erkennbar. Eine Mischung zwischen Erfahrungsbewusstsein, Vorfreude und ängstlicher Erwartung, überlagert vom Mief der alpinen Ausrüstung, bestimmt die Szene. Etwaige Zweifel an der persönlichen Courage lassen sich Weg essen, trinken oder reden. Die Äußerungen der wahren Profis beschränken sich meist aufs „Schau mal einmal". Jawohl, die Urheberrechte dieser Philosophie liegen im Bergsteigerlager, nicht beim Kaiser Franz. Die Sonnenuhr zeigt am Piz Roseg den Spätnachmittag an. Man spürt und riecht den Gletscher. Wer oder was noch nicht getrocknet ist, bleibt klamm. Wie sehr sich der Paul hier daheim fühlt, lässt sich deutlicher nicht demonstrieren. Immer noch einmal zieht es die Blicke hinauf zum Ziel von morgen. Wir speichern den letzten Gesamteindruck von dem, was wir uns vorgenommen haben. Nur wenige Stunden werden wir den Platz auf der zugeteilten Matratze einnehmen können, denn die Aussichten auf Wetterverschlechterung sind gleich null. Die Stunde der grausamen Wahrheit schlägt um 3 Uhr. Die Lebensform Bergsteigen erreicht dann wieder einmal ihren absoluten Tiefpunkt. Körper und Geist sind im Minus. Wo bleibt der Spaß im Gebirg? Welch ein bescheidener Sport, den wir hier ausüben. Wer nicht jeden Griff vorausgedacht hat, kann gleich auf der Matratze liegen bleiben. Es kann nur aufwärts gehen. Und das tut es nachhaltig. In wenigen Minuten hat jeder seine Betriebstemperatur erreicht und ist im Dunkeln hellwach. Zwei Stunden Steilanstieg über Schutt und Eis bringen uns genau zum richtigen Zeitpunkt hinauf zur Furcla Priflusa, 3430 Meter hoch. 800 Höhenmeter zwischen Nacht und Tag. Die Naturverbundenheit eines Menschen lässt sich nach der Zahl der erlebten Sonnenaufgänge bemessen. Unsere Erwartungen werden übrigens enttäuscht. Auf ein alpines Geduldsspiel hatten wir uns eingestellt. Bergkameraden wie an der Perlenschnur gemutmaßt. Einige hurtige Italiener mit Führer, 3 bayerische Bergspätzeln, 2 extreme Osttiroler,
eine preußische Damen- und eine glückliche Sachsenseilschaft und ein paar Wiener konnten wir bisher registrieren. Es sind vielleicht insgesamt 2 Dutzend wohlkonditionierte Alpinisten auf der Himmelsleiter unterwegs. So wenig also, dass man fast mit Einsamkeitsproblemen zu tun hat. Der Paul müsste eigentlich über die Situation beunruhigt sein. Aber wir haben den Eindruck, dass ihm das Erfolgsangebot der Alpinschule Pontresina selber viel zu viel Spaß macht, um ans Geschäft zu denken. Zum Reichtum eines Bergführers trägt das Geld den geringsten Teil bei. Schön da herauf, Herr Mann. Sehr schön, ja. Muss man einfach schön schauen, wo man hinsteht. Jawohl. Da in der Nähe des Felsens ist es manchmal aufgeweicht. Wie schön. Tolles Licht. Ja. Das ist also schon der schönste Platz. Das ist der allgemeine Großzeitplatz. Gell? Ja, also weit daher. Wenn du hier Das Bild vom Bianco-Grat wurde zum Symbol für den Aufwärtstrend. Auf Werbeplakaten, in Wirtschaftszeitschriften und Gebetbüchern. Seine schwungvolle Ästhetik inspiriert und motiviert. Und im Gegensatz zum berühmten Matterhorn hält dieser Grat für den Bergsteiger das, was sein faszinierender Anblick verspricht. Wollen wir da? Hier gehen. Wir haben da schon eine schöne Aussicht. Nach Westen sehen wir bis Monte Rosa und links bis Orte. Ja? Und hier steigen wir mit den 50 Grad an. Wir suchen einen schön gleichmäßigen Rhythmus. Ja. Man hat das Gefühl, man müsste gekleidet sein wie für einen Festakt, für eine Gala-Veranstaltung. Die Art, wie Paul Nick emporschreitet, unterstreicht diese Feststimmung. Wir verbürgen uns dafür, dass er auch außerhalb des Fernsehbildes eine sehr dynamische Gangart am Leib hat. Alles passt. Es harmonieren der Vordergrund, der Hintergrund und der Untergrund aus hartem Firn. Tiefer Schnee oder Blankeis können, wie wir uns erinnern, die Spielerei zum Problem werden lassen. Da kann man auch sagen, ein doppelter Dampf, Herr Mann. Wir drehen uns der Sonne entgegen, damit wir auf der linken Seite schön braun werden. Auf den Rhythmus kommt es schon drauf an, gell? Bei diesen langen Aufstiegen, dass man sich schön gleichmäßig bewegt. Aus dem Körper heraus kommt die Kraft. Rassiger drauf los, auf den Frontsack.
Gut. Mehr der Gewohnheit als der Notwendigkeit gehorchend, pflanzt Paul seine Eisschraube an die steilste Gratstelle. Hermann, du kannst kommen. Okay. Also das ist sehr schön. Geht gut, ja. Ganz gut. Ah, ist schon eine schöne Sache, so auf dem Frontsack. Geht gut, gell? Sehr gut. So, oder? Es hat seinen besonderen Reiz, die Dimensionen der Tour immer wieder mit Abstand zu betrachten. Piz Bianco. Schau dir das an. Riesig. Sitzt ja. Im Ameisenformat betreten wir den Piz Bianco oder Piz Alv, wie er rätoromanisch heißt. Schon Mitte des vergangenen Jahrhunderts war man, wie wir, über den Grast Alva bis hierher gekommen. Windige 5 Meter fehlen diesem Punkt noch zur 4000-Meter-Grenze. Den Verbindungsgrad hinüber und hinauf zum 4049 Meter hohen Piz Bernina hielt man einige Jahrzehnte lang für unmöglich, grausam, tödlich. Am 12.08.1878 bewiesen die Herren Güssfeld, Grass und Gross endlich, dass der Übergang mehr als ein bisserl furchterregend nicht ist. Und dabei blieb es. Man turnt mit kratzenden Steigeisen über beidseitig eindrucksvollen Abgründen von Felskopf zu Felskopf, über Eis- und Schneeverzierungen mehr auf und weniger ab. Konzentriert muss man sein und erschöpft sollte man nicht sein. Jetzt kommt's noch mit. Machen wir einen Absatz. Ich glaube fast, da steht eigentlich... Dieser Streckenabschnitt ist als gefürchtete Stauzone in Bergsteigerkreisen bekannt. Heute erleben wir höchstens einige Standplätze der freundlichen Begegnung. Grattürmen der Berniner Schatten. Von da, wo du jetzt bist, Hermann, greifst Da hinunter. unten, nein, nicht auf die Seite, mehr links hinunter. Schau dort an diesem runden Griff, da hältst du. Ist schon klar. Ja. Hermann, wenn es dir geht, gehst du noch auf den Turm hinauf. Unten kommst du zu einem Tritt, ja. Gut. An dem Turm so schräg halb rechts vorbei, gell? Mit den Steigeisen, das ist ein Gekratze. Und doch geht's, gell? Geht schon. Gar nichts mehr. Schließlich lässt sich der Gipfelsieg nicht mehr länger vermeiden. Höher sind die Berge in den Ostalpen nicht. Nein, wir geben nicht an, sind nicht unbescheiden. Wir sind ergriffen, aber geben es nicht zu.
Der Paul ist eher stolz, mit Recht, denn es sind seine Berge. Der Cambrena, die Palü- und Bellavista-Gipfel, die Crasta Gütza, die wohlklingenden sind nahbarer geworden aus der höchsten Sicht. Was uns noch bevorsteht, sind der auch noch recht luftige Spalagrad, und weit drunten der spaltenreiche Morteratsch-Gletscher. Seine Begehung verschieben wir auf morgen. Drüben auf der Bellavista-Terrasse demonstrieren eine feine Spur und ein paar bewegliche dunkle Punkte die stark relativierte Größe der Menschen im Gebirg. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber das Rifugio Marco e Rosa war schon für viele mehr wert als pures Gold. Die Bezeichnung Refugium Zuflucht macht hier in 3600 Metern Höhe besonders viel Sinn. In der Unterkunft ist immer freundschaftliches Zusammenrücken geboten. Dem italienischen Wirt gelingt es, neben dem Essen und Trinken auch noch eine Spur von Gemütlichkeit herbeizuzaubern. Gegen Abend verschlechtert sich das Wetter. Der Wind frischt auf, die ganze Nacht heult der Sturm ums Gehäuse. Man kriecht unter die Decken und rechnet mit einem Zwangsaufenthalt. Doch Paul hält nichts von einer Internierung. Heute ist es ein bisschen ein anderes Wetter. Haben wir mit einiger Wucht gehabt. Wie das umschlägt im Laufe der Nacht. Den kürzesten Abstieg durch den sogenannten Buch schlägt er vor. Alle Gletscherspalten seien alte Bekannte von ihm und vorsichtshalber könnten wir unsere Verbundenheit zum Kamerateam auch einmal wörtlich nehmen und als Fünferseilschaft agieren, meint er. Die aktuelle Führerliteratur behauptet vom Buch, infolge starker Spaltenbildung und Eisschlaggefährdung im Lauf der letzten Jahre wird diese Route kaum mehr begangen. Im Vorwort dankt der Autor ganz besonders einem Herrn Paul Nick, Leiter der Bergsteigerschule Pontresina, für zahlreiche aktuelle Hinweise. Doch mit der Souveränität eines Hausherrn führt uns Paul über sein Gebirg. Die Erfahrung und das Vertrauen, das er ausstrahlt, räumen alle Bedenken aus und lassen nichts übrig als die Freude und die Freundschaft. Es tut gut, feststellen zu können, die Tour über die Bernina hat ihren Wert makellos erhalten.